Grüß zurück zu XCOM. Es ist jetzt knapp eine Woche her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich werde ein paar Minuten brauchen, bis ich wieder drinnen bin. Und wer mich schon länger verfolgt, ich vergesse sehr viel. Wir werden heute versuchen, diese Situation hier zu klären. Hier fand in der letzten Aufnahme das große Massensterben statt. Genau, wie du siehst, einer hier und ja. Es kurz die wie sagt man so schön, kurz die Gegend durchschauen. Da ist der nächste, also wie du siehst, das große Massensterben. Jetzt schaue ich aber mal ganz kurz nur, wo sind die Genossen? Wir haben eigentlich nur mehr den einen, glaube ich. Okay. Fertig und bereit. Ziel erfasst. Scheiße. Ich glaube, wir versagen dieses Mal in dieser Mission. Die sind zu dritt, wir sind zu zweit. Der hat sich da oben nämlich sehr gut versteckt. Ich weiß nämlich nicht, wie der aufwächst soll oder sonstiges. Warte mal. Sie hat nochmal einen Aktionspunkt. Weißt du was? Er ist tot. Und ja, Plot, mal auf deinen Kommentar antworten. Mich stört das Sterben gar nicht. Das Layout von der Karten ist ja relativ geil. Mein größtes Problem ist zum Beispiel, ich meine, ich habe jetzt da, ich spoilere jetzt einfach einmal, weil ich das für den Kanal ja schon vorhab. Ich testete dieser Tage einige From Software Spiele und ich meine, das kann man vielleicht jetzt nicht vergleichen, ich weiß es nicht. Aber wenn ich hernehme, jetzt nur blödes Beispiel, jetzt das Sekiro oder 7 Days to Die, mir persönlich, 7 Days to Die hat mir irrsinnig gut gefallen als Spiel an sich selber mit allem drum und dran. Mein größtes Problem ist, dass dort der Schwierigkeitsgrad mit 2-3 Mal mehr draufklopfen, wie sagt man, eingestellt wird oder aktiviert wird oder sonstiges. Ne? Coming fire. So wie das zum Beispiel, das ist mir schlüssig. Das ganze System da. In die alten Fallout-Spiele kapiere ich es wieder nicht. Das ist immer so, weiß ich nicht. Ich meine, wenn ich nochmal 7 Days to Die mache, dann mache ich das ganz anders. Da macht man so Sekiro zum Beispiel, wo ich die KI lernen muss, ihre Bewegungsabläufe etc. Das macht mir bei weitem mehr Spaß.
Und Sterben gehört für mich, wenn ich sowas neu erlerne, irgendwo dazu. Ich bin jetzt nicht unbedingt der große, wie sagt man, ich bin eigentlich frustresistent, ne? Eliminiert. Okay. Bin wieder da. Scheiße. Was war das? Da ist noch was. Taking fire over here. Okay. Ja, vielleicht haben wir Glück und wir können die Situation doch noch irgendwie retten. That was close. Oh mein Gott. Taking fire over here. Das freut mich für die. Warte mal. Probier's bitte. Ausgeschaltet. Das jetzt aber nicht sein. Scheiße ernst, oder? Warte mal. Mir wird schlecht. Einsatzziele erreicht. Das ist jetzt aber nicht wahr, oder? War Klick einer gehabt jetzt. Wow. Panik in Nigeria. Unkontrollierte Alien-Aktivitäten lösen Massenhysterie aus. Es besteht die Gefahr, dass wir das Land als Ratmitglied verlieren. Okay. Hey, ich will dort eigentlich hin. Ja, vielleicht müssen wir das da über das Dings machen. Wenn es nur etwas gäbe, das wir hätten tun können. Irgendwas, das wir bei unserer Forschung übersehen haben. Ja, Mädel, meistens ist immer nur der Trottel, der neich mit den Spür anfängt. Artefakte geborgen. Weiter.
Der Einsatztrupp, den XCOM nach Brasilien entsandt hat, konnte in Fortaleza eine Entführung durch Aliens verhindern. Brasilien ist dankbar und hofft, dass die Belohnung dem XCOM-Projekt nützen wird. Für Wissenschaftler. Denken Weiter. Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Da muss ich, glaube ich, her. Boah. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Die Forschungslabore. Weitere Zentren erforderlich. In die Forschungslabore. Tja. Forschung. Scope zur Herstellung verfügbar. Die Waffenfragmente haben uns zwar nur einen winzigen Einblick in die Systeme ermöglicht, aus denen sie stammen, doch wir haben genug entdeckt, um unsere Befürchtung bestätigt zu sehen, dass der Gegner eine Technologie besitzt, die der unseren weit überlegen ist. Doch es ermutigt mich zu sehen, welch gewaltige Fortschritte das Forschungsteam bei der Untersuchung der beschädigten Schaltkreise und Elektronikteile macht. Und diese Anstrengungen wurden bereits mit einem ersten Erfolg belohnt. Das neue integrierte Zielmodul für unsere Waffen ist stark vom entsprechenden System der Aliens beeinflusst. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Wow. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Weil das ist natürlich, ja, das ist natürlich sensationell. Schweber-Autopsie. Allein die Existenz dieser qualvollen Mischung aus Fleisch und Mechanik lässt ein Ausmaß an Grausamkeit durchscheinen, das für uns schwer zu begreifen ist. Achso, kann man da noch eine zweite machen? Wir bezeichnen dieses Exemplar als Schweber. Ich bin mir sicher, es ist klar, warum. Das Forschungsteam untersucht weiter, wie die Aliens verhindern, dass das organische Material die mechanischen Teile abstößt. Sie scheinen perfekt zu harmonieren. Okay. Bist du deppert? Wieso ist denn das jetzt auf einmal so viel geworden? Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Warte mal. Na, wie ist denn das gegangen? Da war das. Konfirmed entdeckt. Warte ein bisschen. Da muss es ja noch was geben. Ich wollte eigentlich noch Nigeria, aber irgendwie... Warte mal. Commander, wenn wir diese UFO-Kontakte ignorieren, gefährdet das unser gesamtes Satellitennetzwerk. Ja, ist mir schon klar. Seit kurzem erreichen uns unglaubliche Nachrichten. In mehreren Städten weltweit wurden Außerirdische gesichtet. Es heißt, dass nun auch vermehrt zivile Ziele angegriffen werden. Sieht ganz so aus, als hätten sie ihre Taktik geändert. Aber warum? Was soll das? Es ist eine Botschaft an die ganze Welt, dass nichts sie aufhalten kann. Wir halten Sie über die neuesten Entwicklungen auch weiterhin auf dem Laufenden.
Okay. Gehen wir so. Du kannst Soldaten befördern. Bearbeiten. Fähigkeiten bestätigen. Was bist du? Holozielen, Kugelhagel. Entschuldigung. Auf Gegner zu schießen oder sie niederzuhalten gibt Verbündeten, die diese ebenfalls angreifen, einen Bonus. Oh. Schredderrakete. Feuert eine Rakete, durch die alle getroffenen Gegner die nächsten 4 Runden aus Quellen 33% mehr Schaden erleiden. Der Schaden der Rakete selbst ist geringer als normal. Aha. Deckungsfeuer. Schießt einen Spezialschuss. Was wir nehmen? Da ist. Die Treffsicherheit des Ziels verringert sich um -30. Wir nehmen da ist. Gehen wir mal zurück. Mal schauen, ist noch irgendwer zum... Also wir sind jetzt nur zu... Na, aber wir sind jetzt zu 5. Einsatz. Ja, das machen wir das nächste Mal. Transporter ist eingetroffen. Beginne den Angriff. Australien hat mehrfach um Unterstützung gebeten und ist deshalb unser nächstes Einsatzgebiet. Wir haben Berichte über Alien-Aktivitäten in einem dicht besiedelten Stadtzentrum. Wir müssen die Gegend sichern, um zu verhindern, dass es weitere zivile Opfer gibt. Finden Sie Zivilisten für die Evakuierung, minimieren Sie zivile Verluste, schalten Sie alle Gegner aus. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Einsatzbesprechung. Terrorangriff der Aliens im Gange. Viele Zivilisten anwesend. Vermeiden Sie zivile Verluste. Ein Fehlschlag hätte verheerende politische Konsequenzen für XCOM. Down. Central, hier spricht Big Sky. Bestätige Signalempfang. Einsatzteam befindet sich in der Nähe des Terrororts. Bitte bestätigen. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat grünes Licht. Der Schutz dieser Zivilisten hat höchste Priorität. Ach du Scheiße. Also da ist nicht mehr Level Design. Wow. Ja. Da ist dann nicht wirklich einmal Level Design. Geht da? Na, das ist ja da ins Eck. Aha. Los, du bist in Sicherheit. Los! Warte mal kurz. Ah, geht's so einfach. Ah, okay. Medi, geh du mit daher bitte. Geh zum Schiff und halt den Kopf unten. Los, weg hier. Du Scheiße.
Kurzanblick. Normal. Ich hab das aber in der vorletzten Episode habe ich das aber ernst gemeint, von wegen Scheiß auf AAA Gaming, wirklich. Kann man das überhaupt das AAA-Spiel benennen? Nein, gell? Es ist eher so ein Indie-Spiel, oder? Oder war das einmal AAA? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Mal wurscht, ich finde es halt einfach irre gut. Weil es war denn eigentlich, was ich sonst immer gespielt habe, sehr abweicht. Na. Bewegung. Du bist da. Also aus den Dings da sind einmal alle befreit. Vier haben wir ja schon. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil. Du gehst bitte. Na. Das muss halt eigentlich ein Aktionspunkt sein, gell? Ja. Ruhe. Da drüben ist was. Ja, Ruhe in Reihe und Glied. Wenn du Glück, dass ich nur. Da habe ich nur Glück, dass ich Mitglied bin. Kenne. So. Du trällerst bitte da ein Liedchen. Na, du Cheng, bleibst dort bitte. Du kommst daher. Weißt, ich brauche halt nur ein bisschen länger, bis ich mal was verstehe. So. Drum habe ich das letzte Mal irgendwann einmal zu euch gesagt, habt ein bisschen Geduld mit mir, ich vergiss sehr viel. Und für normal wollte ich eigentlich gar nicht aufnehmen die Wochen. Weil es was gegeben hat, wo es mich ein bisschen zurückgehauen hat. Dann haben wir jetzt gedacht, weißt du was, Alter, nimm lieber auf, weil dann kommst du auf andere Gedanken. Na. Ach du Scheiße. Ah, verflucht. Ja, wirklich wahr heißt. Verflucht du. Feind in Sicht. Fixiere Zielvorrichtung. Schuss hat nicht gesessen. Feind zerstört. Ich liebe dieses Spiel, ehrlich. Und offen und ehrlich gesagt,
Ich bin ja nur froh, dass ich Fallout 4 bis in den Frühling 2025 vorproduziert habe. Ich muss euch, wenn du mich schon länger verfolgst, ehrlich gesagt ein bisschen gestehen, ich bin zurzeit ein klein wenig Open World müde. Ich muss euch ehrlich gesagt gestehen. Du bist sicher. Weg hier. Kurzen Blick. Sturm und Schuss. Na. Ziel ist noch aktiv. Schaden. Verflucht, Waffe leer. Ich glaube, die haben mich vergiftet. Ach du Scheiße. Was machen wir jetzt mit ihm? Er muss auf das... Warte mal. Gleich schreibe ich mir Punkte auf. Mei. Verschwinde von hier. Boah. Alles in Ordnung. Los. Okay. Da diese Episode ja noch online muss... Du Trottel, da musst aber schnell sein. Ja. Wie wir schon gelernt haben, wir haben sicher noch einmal... Ja, es ist der erste Durchlauf, dann geht halt einmal was schief, mein Gott. Es ist sicher nicht die letzte Aufnahme XCOM. Was jetzt aber nicht heißt, dass das jetzt in Staffeln jetzt mal kommt. Nö, 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 nö. Ich will mir so gar nicht anfangen mit Staffeln und ja, bis zur elendigen Vergasung. Das will man gar nicht anfangen. Nö. Wen hab ich denn da? Chrysalit, okay, jetzt hab ich schon geschreckt, jetzt habe ich schon geglaubt, das war einer von uns. Naja. Ich muss wirklich gestehen, das Level-Design ist saugeil. Da draußen ist irgendwas.
Ja, das hört sich aber neu an. Ich bin da. Du bist in Sicherheit. Was ist ein eicher Durchschnitt, wer das Spiel halt spielt? Wie viele Leichen, aber wie viele Zivilisten rettet es da im Schnitt? Du bist in Sicherheit. Und jetzt weg hier. So, Baby. Ja, du bist das Medi und du kommst bitte daher. Wir brauchen dich da unten. Gedeckt wirst du durch der E2. Verbraucht jetzt zwar alle Aktionspunkte, aber das muss dann in den Augenblick, glaube ich, wurscht sein. Warum stehst du hier rum? Los! Ja genau, warum stehst du denn da mal dumm, du Trampe, da? Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Gut, ich werde jetzt speichern und dass die Folge morgen noch online kommt. Ich hoffe, du hast ein bisschen Gaudi gehabt und naja, viel bleibt nicht mehr über. Bis zum nächsten Mal. Baba!